Grüß euch benannt und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Tja, wir haben nicht damit gerechnet. Es hat mich ja kalt erwischt gerade. Ich komme gerade heim und denke mir so, nichts Böses und gucke in WhatsApp und dann heißt hier, Rainer hat Bullshit ins Internet gepimmelt. Schau dir das dringend an, ist heftiges Met. Ich glaube, also an Betracht der Tatsache, was es mit dem Actimel-Video jetzt war und jetzt mit dem jetzt gerade auch, wahrscheinlich werden wir uns jetzt die nächste Zeit ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass das alles ausschaut, wie wenn du es aus dem Arschloch vom Höhlentroll rausgefilmt hättest. Mit diesem schönen schwarzen Rand raus. Warum er das wieder macht, entweder kickt er die Paranoia oder er meint, dass es irgendwie sein Content qualitativer macht. Ich weiß es nicht. Ja? Sein Content qualitativer machen ist sowieso so Sachen. Man kennt den Spruch, you can't polish a turd, but you can roll it in glitter. Ja. Ich bin gespannt. Wir schauen beim guten Spiegellord. Die Geschichte verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und der ganze Scheißdreck heißt, was soll das werden? Das schließt sich so ein bisschen an dieses, soll es jetzt immer so weitergehen oder warum ne? Wir verstehen, wo das Prinzip dahinter steht. Vielleicht will er da sein eigenes Cinematic Universe aufbauen. Man weiß es nicht. Dementsprechend da jetzt Song. Nehmen wir den lang umeinander und gehen wir einer in Rainer. Hey. Oh Scheiße, jetzt haben sie ihn endlich auf Medikamente eingestellt. Er hat sich ein bisschen wie Tauli angehört, oder? Hey Leute. Hat er tatsächlich jetzt Integrity Weed für sich entdeckt? Ich weiß es nicht. Das Bild lässt auch drauf. Das geben wir uns jetzt nochmal. Das war so schön. Hey. Scheißegal, was er genommen hat, ich will das auch. Hey Leute, hi Tauli. Okay, weiter geht's. Nochmal ein kurzes Video, aber nur Nochmal ein kurzes Video, so als hätte er gerade vorhin erst rausgeschissen, ja. Rainer, das letzte ist schon ein wenig her. ein ganz kurzes. Ja, haben wir gesehen, hast du in letzter Zeit nicht viel anderes gemacht. Habe ich ein Datum hier? Mein Handy. Datum, Wetter, Uhrzeit, ganz wichtig. Das muss. Am 25., das ist morgen, irgendwann gegen Mittag, ich weiß nicht wann, ist in Neustadt, nicht in Neustadt, Entschuldigung, ist in Altschauerberg. Sag bitte Volksfest, sag Volksfest. Im Landkreis Neustadt an der Aisch ein Dorffest. Ja. Ach, schade, ich habe morgen keine Zeit. Ich wäre da echt gerne hin, ich wäre da richtig gerne hingefahren. Ich habe da morgen keine. Ich wäre da echt gerne hingefahren. Und zwar in meinem alten Heimatdorf. Ja, und weil du da weg bist, deswegen. In Altschauerberg. Ihr könnt euch da gerne mal hinsetzen, könnt euch da gerne mal umschauen, ihr könnt da gerne mal ein bisschen mit dabei sein. Oida. Das ist jetzt anders krass. Jetzt versucht er den Altschauerberg an, obwohl er da rausgemettelt worden ist. Beziehungsweise sich selber rausgemettelt hat aus der ganzen Geschichte, weil er mad ist, dass er diese saudumme Entscheidung getroffen hat, sein Haus zu verkaufen. Versucht er jetzt den Leuten die Hater auf den Hals zu hetzen. Rainer, ich nehme da jetzt schon mal die restlichen 3 Minuten von dem Video vorweg. Es werden Hater bei diesem Dorffest sein. Die werden sich zum allergrößten Teil vorbildlich benehmen, mit den Altschauerbergern gemütlicher Bier drauf trinken, dass du endlich da raus bist. Denen wahrscheinlich sogar noch eins ausgeben und eine gemütliche und schöne Zeit ohne dich haben. So wird's laufen. Weil
alle happy sind, dass du da nochmal bist. Anwohner und Kritiker. Und grüßt mir meine ehemaligen Nachbarn für die Tatsache, dass ich aus dem Dorf geworfen wurde. Nein. Nein. Pfui, aus. Alter, das kannst du nicht ausdenken. Schau dir auch seinen kreisligen Grind wieder an. Für die Tatsache, dass er aus dem Dorf geworfen wurde. Es hat ihn niemand mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, dass er seine Schimmelschanze verkauft. Das hat er geradeaus selber und in eigenem Wissen gemacht, weil er die Kohle haben wollte, damit er sich diesen scheiß Ranger kaufen kann. Und nichts anderes, weil er ganz genau gewusst hat, mit seinem YouTube erbettelten Scheißgehalt wird er sich im Leben niemals so ein Auto leisten können. Und das war jetzt die Möglichkeit für ihn, sich die Karre leisten zu können, wenn er die Schanze verkauft. Das war's. Und er hat in vollem Bewusstsein diesen Kaufvertrag unterschrieben und das hat nichts mit den anderen Leuten in dem Dorf zu tun. Die sind heilfroh, dass sie ihn weiter haben, aber er hat bewusst gesagt, ich verkaufe die Schanze, damit ich mir einen kleinen LKW kaufen kann. Und jetzt stellt er es wieder so hin, als hätten sie ihn da rausgescheucht mit Fackeln und Mistgabeln. Nein, Rainer. Nein. Nicht wieder die Realität verdrehen. Und auch dagegen wird irgendwie wieder mal komischerweise nichts unternommen. Alter! Was hätten sie denn dagegen unternehmen sollen? Ganz ehrlich, wie wenn die dich gerne dazu gezwungen hätten, da zu bleiben. 100 Sachen 80. 50 Sekunden im Video und ich bin bei 100 Sachen 80. Es wird nichts dagegen unternommen, dass er freiwilligen Stückes seine Schimmelschanze verkauft hat. Das kannst du nicht ausdenken. Es ist Scheiße. Bloß weil er jetzt gemerkt hat im Nachhinein, dass er saublöde Idee war, sind jetzt auf einmal doch wieder die anderen dran schuld und da muss was dagegen unternommen werden. Ja, spinn ich. Ganz ehrlich, Rainer, geh zum Vogel-Doktor. Aber ganz schnell. Irgendwas ist bei dir falsch verkabelt. Ja, meine ehemaligen Nachbarn, oder das geht vor allem von einer Person aus, mein ehemaliger Nachbar feiert es, dass ich aus dem Dorf geworfen wurde. Quelle Surprise, Rainer. Quelle Surprise. Das will ihm auch keiner verdenken. Ganz ehrlich, die Leute bei dir aus dem Dorf, ich freue mich für jeden einzelnen von denen, dass du da weg bist. Damit die sind extra, die wohnen in diesem Dorf, weil sie in der ruhigen Landidylle leben wollen, wo sich Fuchs und Has gute Nacht sagen. Und die haben jetzt jahrelang unter dir gelitten und die haben jetzt endlich wieder ihre Ruhe. Und die haben sie sich redlich verdient. Kein Wie mehr, kein Gebrülle von dir mehr, kein mit quietschenden Reifen durch den Ort pesen wie ein Gestörter mehr. Alles vorbei. Du bist weg, die haben ihre Ruhe und die machen jetzt ein Feststall deswegen. Das mag ihnen keiner verdenken. Hätte mich wahrscheinlich am liebsten selbst noch mit der Mistgabel in den Arsch gepiekst, während ich aus dem Dorf gehe. Rainer, die Mistgabelgeschichte ist deine Story. Dieses, wir sind in der Hölle wieder, ich bin der mit der Mistgabel. Übrigens, jeder Frame ein Meme, schaut's euch an. Ein wunderschöner Mann. Ja, und Gott schuf den Menschen nach seinem Antlitz. Ja, und das war's. Hab mich aus dem Dorf gejagt, bin aus dem Dorf abgehauen. Rainer, niemand hat dich aus... Du bist selber in deinem Ranger gesessen mit deinem fetten, faulen Arsch und hast gesagt, ja, ich bin froh, dass ich da endlich wieder raus bin. Ich fühle mich so frei. Die können mir alle am Arsch lecken. Du hast sie als Wichser und Hurensöhne bezeichnet, die Leute. Und ja,
ihr werdet es schon sehen und ich mache hier mein Ding und ich werde super erfolgreich und gut, dass ich das alles hinter mir gelassen habe. Ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Das hast du gesagt. O-Ton. Die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich diese Bude verkauft habe und da rausgezogen bin. Und jetzt auf einmal heißt ja, die haben mich da rausgejagt und mit der Mistgabel da. Halt dein scheiß Maul! Und danach bin ich jetzt für die vogelfrei. Wenn übrigens Für die bist du nicht vogelfrei. Denen gehst du grad geschmeidig am Arsch vorbei, Rainer. Solange du bei denen in dem Dorf wieder aufschlagst, gehst du denen geschmeidig am Arsch vorbei. Die sind froh, dass du weiter bist und dass sie eine Ruhe haben. Fertig. Keiner von denen gibt einen Rattenarsch drum, was mit dir passiert. Vollkommen zu Recht, um das anzumerken. Vollkommen zu Recht. durch Deutschland gejagt, wie eine Hexenjagd. Auch das hast du dir selber zuzuschreiben, weil du hast dir das auffälligste Auto überhaupt gekauft. Ja? Das Einzige, was noch auffälliger gewesen wäre, wenn du den Pussy Wagon aus Kill Bill gekauft hättest. Das wäre noch das Einzige gewesen, wo man dich noch schneller gefunden hätte. Und dann bist du durch Deutschland gefahren und hast gesagt, ja, die Hater sind ja alle so dumm, die finden mich nicht, findet mich doch, sucht mich doch, findet mich doch. Dann haben sie dich gesucht und dann haben sie dich gefunden und dann hast Flint drüber. Die finden mich ja und die suchen mich ja. Das ist alles hier Nachstellung etc. Heute dein Fotzen. Heute einfach dein Fotzen. Überall, wo ich hinkomme, werde ich schon mit Mistgabeln und Fackeln begrüßt, weil ich... Das stimmt nicht, Rainer. Und das weißt du. Ja, das größte Arschloch auf dem ganzen Planeten bin. Da fange ich jetzt nicht zum Diskutieren an mit dir. Man kann sich auch mal einig sein. Weil ich mich gegen Menschen verteidige, die mein Leben zerstört haben. Da sind wir wieder drin. Der einzige Mensch, gegen den du dich verteidigen solltest, der dein Leben zerstört hat, der bist du selber. Das ist der, den du jeden Tag in der Früh im Spiegel siehst. Kreisliger Kopf, schimmelige Zähne, Vierteltonne Gewicht. Die Person morgens in der Früh im Spiegel, das ist der schlimmste Hater. Gegen den solltest du dich wehren. Meine Existenz zerstört haben. Und jetzt heulen ein paar ehemalige Nachbarn von mir rum. Er ist weg, ja. Nein, die heulen nicht rum. Rainer, die heulen nicht rum. Die weinen aus Freude. Das sind Tränen der Freude, Rainer. Dass du weg bist. Der Einzige, der rumheult, wegen der ganzen Scheiße gerade. Der Einzige, der rumheult, bist du. Du hast eine hageldumme Entscheidung getroffen, indem du dein Grundstück und dein Haus verkauft hast, um dir ein Auto zu kaufen, das unnütz ist und einen Haufen anderes dämliches Spielzeug. Und jetzt merkst du, dass das eine hageldumme Entscheidung war. Und jetzt dann auf einmal wieder die anderen dran schuld. Quelle Surprise, so wie es halt immer ist. So wie es halt immer ist. Du blökst deine Adresse ins Internet. Du sagst den Leuten, sie sollen zu dir kommen, um Poster zu kaufen. Dann scheißt du sie an, während sie die Poster kaufen wollen. Dann kommen mehr Leute, weil sie merken, dass sie dich triggern können. Dann provozierst du die wieder, dann triggern sie dich, dann schaukelt sich das hoch und schuld sind immer die anderen Leute. Ey, das kannst du nicht an. Ich muss dazu sagen, der 25. Das ist ja für mich morgen. Der ist auch für alle anderen Leute morgen, Rainer. Jeder Mensch auf der Welt erfährt morgen den 25. Mai. Schön, dass du begriffen hast, wie ein Scheißkalender funktioniert. Ich wäre gerne gekommen. Ja, dann hätten es dich tatsächlich mit den Mistgabeln und mit den Fackeln wegscheicht. Rainer, und das zu Recht. Dann hätten sie wahrscheinlich hinten an Bulldog gebunden und rausgezogen und am Ortsschüttel aufgehängt. Das Ortsschüttel hätte es wahrscheinlich nicht ausgehalten. Irgendwas hätten sie schon gefunden, wo sie aufknüpfen können. Da brauchst du deinen kreisligen Fendgrind auch nicht mehr blicken lassen. Werde ich wirklich, wollte ich auch. Hat aber leider nicht funktioniert. Warum hat es jetzt schon wieder nicht funktioniert, Rainer? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Liegt es daran, dass die Hater dran schuld sind, dass du der MPU nicht gemacht hast und der Lappen jetzt weg ist? Oder liegt es daran, dass du da nicht mehr ansässig bist und es anwohnerfrei ist und du da auch nicht mehr durchfahren darfst, laut deiner eigenen Aussage?
An einem davon wird es liegen, ja? Das Problem ist nämlich, ich habe morgen einen Termin mit meinem Bewährungshelfer. Das ist das einzige Problem. Nur deswegen kann er das nicht machen. Das musst auf jeden Fall, wenn du wenn du morgen den Termin mit deinem Bewährungshelfer hast, musst du auf jeden Fall sagen, ja, wir müssen schnell machen, die möchten nur zu dem Dorffest ziehen. Der bindet die mit 3 cm dicke Kabelbinder am Stuhl fest. Weil der ganz genau weiß, wenn du da aufschlagst, weil da werden nicht nur Dorfler dort sein, da sind sicher auch Hater dort. Die werden sich prächtig verstehen. Das Einzige, was es wieder zum Eskalieren bringen dort, wäre, wenn du dort einen kreisligen Grind blicken lässt. Und dann wird es wahrscheinlich so eskalieren, dass diverse Leute in den Knast gehen, unter anderem auch du. Und mit ein paar organisatorischen Aktionen, das habe ich dummerweise morgen, habe ich nicht dran gedacht. Ja, Zufall, organisatorische Aktion. Übrigens, wir haben es wieder, schaut es euch nochmal an. Wir haben das bei der Lügenanalyse-Geschichte gesagt. Mehrere Anzeichen von Lülülülülü. Ja? Schauen wir uns nochmal langsam an. Organisatorischen Aktionen, das habe ich dummerweise morgen. Er schaut hier diesen Confirmation Glance, er schaut weg. Habe ich nicht dran gedacht. Er blinzelt sehr häufig. Er fährt sich durchs Gesicht. Und er verdeckt seinen Mund. Ja. Das ist wieder so eine Anhäufung von Täuschungsanzeichen. Er lügt halt. Er traut sich nicht mal, dass er dahin geht. Weil er anders als er selber immer von sich behauptet, einfach keine Eier hat. Aber nicht, weil es schlau wäre. Definitiv, es wäre die vernünftige, schlaue Entscheidung von ihm, da nicht aufzuschlagen. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber er hat die Eier nicht, weil er weiß, was passiert. Ja, ist jetzt halt leider so. Kann ich jetzt nicht mehr verschieben, ist zu spät. Auch diese absoluten Aussagen, ist jetzt so, kann man nicht machen. A Cluster of Deception nennt man das. Aber da muss ich morgen halt da sein und das ist ein Gespräch und das kann ich jetzt nicht anders machen. Übertrieben spezifisch, ja, da muss ich da sein, weil das ist ein Gespräch und das geht nicht anders. Da. Nochmal alles erzählen, alles gelogen. Mit dem Lülü-Train nach Bullshit Town. Deswegen habe ich leider das Problem, dass ich da nicht hin kann. Leider. Aber für jeden, der da vorbeikommt, und benehmt euch bitte vernünftig, macht mal ein Hallo, macht mal einen schönen Gruß. Und wenn jetzt die Regierung, die Politik, die Polizei mir wieder auf die Nerven geht, weil da jetzt wieder hunderttausende Leute aufschlagen, dann unternehmt endlich was gegen die Leute. Rainer, das wird super friedlich ablaufen. Das wird super friedlich ablaufen, weil du da nicht bist. Und die Regierung hat damit einen Scheißdreck zu tun. Weil ich stehe da nämlich nicht vor der Haustür, auch wenn ich es eigentlich vorhatte. Und selbst wenn ich es gemacht hätte, ich habe... Vor welcher Haustür willst du denn da stehen? Rainer, dein Haus steht nimmer. Die einzelnen Steine aus der Mauer von deinem Haus liegen bei Leuten, die ich kenne, zu Hause in der Glasvitrine. Haus ist weg, Haustür gibt's auch nicht mehr, alles weg. Wo willst du da stehen? Ich habe da mal gewohnt, die Leute haben mich rausgeekelt. Nein, die Leute haben dich nicht rausgeekelt. Nein, haben sie nicht. Du hast die Leute terrorisiert über 10 Jahre lang. Das ist der Punkt. Die Nachbarn. Und dann sind sie irgendwie gekommen, so, ja, ich mache ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Gucken Sie mal her, wir geben ihnen so und so Geld für ihre Schanze, was es nicht wert ist. Dann können sie ihre Schulden bezahlen und sich ein überteuertes Proletenauto kaufen. Deal? Deal. Hast du unterschrieben? Und dann haben sie dich sogar nach dem Termin, wo du raus hättest sein sollen, noch fast 3 Monate in dieser Pennerbude hausen lassen. Die haben mehr als genug getan. Die haben sogar versucht, dir eine Wohnung zu finden. Du undankbarer Fettbeitel. Die haben sogar versucht, dass sie dich irgendwo anders unterbringen. Und du hast es halt wieder mit dem Arsch eingerissen. Und die sind jetzt wieder schuld daran, oder? Die Zuschauer, die Hater, die Zuschauer jetzt nicht, aber die Hater
Und Die Hater sind deine einzigen Zuschauer, du Dummbeitel. ich bin damals davon rausgeworfen worden und bin jetzt vogelfrei. Du bist nicht rausgeworfen worden, du hast die Scheiße verkauft. Himmelarsch! Werde als Hexenjagd durch ganz Deutschland und sogar durch Österreich und Italien gejagt. Und auch das hast du provoziert? Ja, findet mich doch, ihr lieben Haterlein. Sucht mich doch, findet mich doch. Im Übrigen, nach der Aussage haben sich 2000 Stunden später haben sie dich gefunden und hast dich wieder beschwert. Ja, jetzt haben sie mich gefunden. Also vielleicht unternimmt die Regierung doch mal irgendwann was. Nein, tut sie nicht. Und das auch mit Recht. Weil du irrelevant bist, Rainer. Du bist der einzige Mensch, der glaubt, dass du wichtig bist, bist du. Und der einzige Mensch, der hier von dieser ganzen Hater-Geschichte lebt, bist du. Du stellst es zwar immer daran hin, als wäre die Existenz von uns allen irgendwie an deine Existenz gekoppelt, aber wenn es dich irgendwann nimmer gibt, entweder du löscht dich oder irgendwie kriegst du einen Herzkasperl, weil Arterienverstopfung oder und du existierst von einem Tag auf den anderen nicht mehr im Internet oder nicht mehr auf der Welt, dann geht mein Leben und das Leben von allen anderen Kritikern ganz normal weiter. Wir haben unsere Jobs, wir haben unsere Familien, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Hobbys, wir haben ein ganz normales Leben. Das hier ist nur neben Bullshit. Der einzige Mensch auf der Welt, der Meinung ist, dass du der wichtigste Mensch auf der Welt bist, bist du. Allen anderen Leuten gehst du im Grunde geschmeidig am Arsch vorbei. Du als Person gehst auch mir heftigst am Arsch vorbei. Der Scheiß, den du ins Internet knüttelst, der geht mir nicht am Arsch vorbei. Wenn du damit aufhören würdest, wäre ich sofort raus aus der Nummer. Hätte kein Interesse mehr dran. Dass du dich aber mit deinem fetten Arsch dahin hocken kannst und Kohlen erbettelst mit dieser jämmerlichen Farce von einem YouTube-Account, das kotzt mich an. An dem Tag, an dem das beendet ist, wie auch immer, lebe ich mein Leben glücklich weiter. Dein Leben ist im Arsch, aber das ist unwiderruflich im Arsch schon seit mehreren Jahren. Point of No Return ist schon lange vorbei. Damit ich mir da irgendwo ein Haus kaufen kann. Rainer, du wirst in deinem Leben nie wieder ein Haus kaufen können. Hast du deinen Schufa-Eintrag mal angeschaut? Bist du noch komplett... Alter. Ein Haus kaufen! Willst du mich verarschen? Weißt du, was du machen musst, um einen Kredit zu kriegen bei uns? Da musst du dich sauber bücken und ohne Vaseline. Und das auch nur, wenn du einen Job hast, der wirklich ordentlich Kohle abwirft. Und zwar was, worauf man sich verlassen kann. Eine Festanstellung irgendwo. An Arbeitsvertrag. An unbefristeten. Und am besten noch entweder jemand, der für dich bürgt, oder irgendwas an Wert, was dir gehört, was du dann da hinsetzen kannst, sagen, ja, im Notfall habe ich das kann ich verpfänden, um meine Schulden loszuwerden. Ein Internet-Dulli, ein immer noch überschuldeter Internet-Dulli, der einen Schufa-Eintrag hat, wo du einen kompletten Scheiß Aktenschrank damit füllen kannst. So wie du, der nachgewiesenerweise mit Geld so gut umgehen kann, wie ein Schimpanse, der mit Scheiße um sich wirft. Der kriegt im Leben keinen Kredit für Haus und geschenkt wird der Quanz. Nicht in der heutigen Situation. Nicht die geringste Bruchbude. Du kannst bis unter das Dach mit Gülle vollgestopften Kurssteuern nicht kriegen. Niemand verkauft dir irgendwas, weil du absolut nicht kreditwürdig bist. Und das hat mit den Hatern nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass du mit Geld nicht umgehen kannst. Damit ich mich irgendwo wieder zur Ruhe setzen kann und mein Leben führen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand meine Fenster einschmeißt, jemand in mein Haus einbricht oder jemand mich absticht auf der Straße. Was? Ja, zieh unter die Brücke, da gibt es keine Fenster und da kann auch keiner mehr einbrechen. Abstechen ist immer noch ein Problem, aber da brauchen sie ein verdammt langes Messer bei deiner Wampen. Alles schon vorgekommen ist. Nein, es hat nie irgendjemand versucht, dich abzustechen. Lüg nicht! Niemand hat versucht, dich abzustechen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und gerne darf das auch irgendwo in der Zeitung veröffentlicht werden. Ja, wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen. Denn ich möchte, dass die Welt sieht,
wie sich Menschen verhalten, die jemanden zu Tode foltern, indem sie ihn komplett auf den Sack gehen. Zu Tode foltern, oder? Und ihn einfach psychisch so lange misshandeln, bis dieser Mensch einfach nur noch zwei Optionen hat. Sich umbringen oder in die Klapse zu gehen. Ja, wähle eins von beiden. Mir ist es inzwischen vollkommen wurscht. Mir ist es vollkommen wurscht. Aber das Video ist halt wirklich jenseits von Gut und Böse hageldumm. Wo ich übrigens ab morgen bin. Oh. Das ist interessant. Ich hoffe, ganz lange in der geschlossenen. Hoffe ich. Für ihn und für uns alle. Im Übrigen geht der Frame an Meme, wir wissen es. Auch in der geschlossenen Psychiatrie können sie dem nicht mehr helfen. Ist das Hopfen und Malz verloren. Der wird das im Leben nicht checken, dass er derjenige ist. Aber in der geschlossenen Psychiatrie hat er keinen Internetzugang mehr. Er hat keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Scheiße zu bauen, irgendwen zu provozieren oder sonst irgendwas. Da ist er dann erstmal ein paar Wochen lang weg vom Fenster. Was dann sein neues Netzwerk dazu sagt, dass er sagt, ja, hier, ich melde mich bei euch beim Netzwerk an und jetzt gehe ich erstmal. Weil so ein Aufenthalt in so einer geschlossenen, der geht meistens über mehrere Wochen, wenn nicht Monate. Vor allem bei jemandem, der in den letzten Videos, die er fabriziert hat, mehrfach davon gesprochen hat, sich umzubringen. Wir werden es sehen. Aber ich halte es für einen vernünftigen Schritt. Zum Abschluss von diesem unsäglichen Video halte ich es tatsächlich für einen vernünftigen Schritt. Weil dann ist er erst einmal einfach raus aus dem Internet. Allerdings beneide ich natürlich die Leute, die ihn da therapieren müssen, nicht? Weil wir wissen alle, wie er ist. Die werden ihm nichts anderes sagen, als wir ihm seit 10 Jahren sagen. Und dann sind es halt alles Hater. Dann wird er geschmeidig ausrasten, dann ist im Notfall auch mal ein bisschen Rohhypno lang gesagt, kann ich mal sagen. Haut rein. Ciao. Ciao. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und tut nicht, was Rainer tut. Das ist eigentlich so wirklich die beste Weisheit, die man Menschen auf den Weg geben kann. So, ja, ich gehe raus in die Welt, um meine eigenen Erfahrungen zu machen. So, hast du irgendeinen Tipp für mich? Tu einfach nicht, was Rainer tut. In diesem Sinne. Ich wünsche euch was und mehr Love.